Sünde. Vergeben, vergessen. Wir geben uns da natürlich Mühe in der Kirche, dass wir immer wieder über dieses Thema der Vergebung reden. Das ist so etwas Schönes, oder? Auf der einen Seite, da ist alles schwarz und dunkel und Sünde und so weiter. Und vielleicht habt ihr euch schon genervt über das Kreuz, das da immer im Weg steht. Aber das ist ja dann genau der Punkt, oder? Da gehen wir zum Kreuz hin, zu Jesus hin, erleben da Vergebung. Und dann plötzlich alles weiß und gut und wunderbar. Und ich spüre aber schon etwas von dieser Spannung, wahrscheinlich die auch ihr spürt, Konfirmanden, dass ihr das Thema ausgewählt habt. Weil dann bin ich plötzlich hier, denke, ja, vergeben, ja, alles gut und so weiter. Aber irgendwie ist trotzdem nicht alles gut. Irgendwo gibt es Wunden, gibt es Narben, gibt es Spuren, die hinterlassen sind, gibt es vielleicht schlechtes Gewissen, Gefühle. Ist jetzt wirklich alles vergeben? Einfach so vergessen? Wie gehe ich damit um? Und ich finde es eigentlich wirklich einerseits eine große Stärke. Wir als Kirche sind so begeistert von diesem Evangelium, das diese Kraft hat, von dieser Vergebung spricht. Wir geben das unseren Teenies in der Kids-Treff und Follow Me und Unti und so geben wir es immer weiter. Und so wie ich eure Familien kenne, ist es auch bei euch ein Thema. Und wir sprechen darüber mit diesen 4 Punkten. Viele kennen das, dass wir sagen, ja, das Herz, Gott hat so eine unendliche Liebe. Gott selbst ist ja die Liebe. Aber es gibt dieses Problem mit der Sünde, dieses Durchzeichen, dieses Getrenntzeichen, dass die Sünde, das Böse irgendwie etwas ist, was uns Menschen von Gott trennt. Aber wir dürfen zu diesem Kreuz kommen, zu Jesus kommen. Und er ist am Kreuz gestorben, damit wir nicht diese Auswirkungen der Sünde tragen müssen. Und dann enden diese 4 Punkte mit diesem Fragezeichen. Was machst du damit? Kommst du auch zu diesem Kreuz? Nervst du dich nur darüber, wenn es mal im Weg steht? Oder freust du dich darüber? Und nimmst dieses Geschenk der Vergebung an. Dann haben wir das so im Kopf, dieses wunderbare Evangelium. Und dann haben wir diese Geschichte hier gesehen. Da wird gelogen. Er macht das ja gut. Diese Hauptperson, oder? Kommt dann und bittet die Eltern um Vergebung. Aber das Vertrauen ist vielleicht trotzdem irgendwo kaputt, etwas zerstört, hat irgendwelche Auswirkungen. Ist trotzdem nicht alles irgendwie einfach so vergessen. Oder diese Mitschülerin, der abgeschrieben wird. Sie wird um Vergebung gebeten und freut sich darüber, aber irgendwie hat sie vielleicht ein schlechtes Gewissen, fühlt sich unwohl, vielleicht sogar fast etwas schuldig und kann nicht mal etwas dafür. Auch irgendwie so eine Auswirkung, die da kommt, sie schämt sich. Oder dieser Junge, der sein Portemonnaie verloren hat, er bekommt es ja wieder. Oder? Aber wie geht das nächste Mal? Was sind hier vielleicht für Wunden, die zurückbleiben? Meinem Mitschüler, meinem Kollegen kann man dem gar nicht mehr vertrauen. Vertrauen, dass vielleicht kaputt geht. Und deshalb finde ich das ein mega spannendes Thema, Sünde. Vergeben, vergessen. Es lohnt sich da ein bisschen mehr darüber nachzudenken. Und wir machen es heute so, wir schauen zuerst, was ist eigentlich mit Sünde gemeint? Und dann schauen wir, was ist eigentlich mit Vergeben gemeint. Diese Reihenfolge. Und es ist spannend, wenn wir in der Bibel lesen, dann wird hier von Sünde berichtet. Manchmal steht von Sünden, wir machen Sünden in der Mehrzahl, mal Lügen, mal Stehlen, mal solche Dinge, die uns sofort in den Sinn kommen. Aber dann ist da auch von dieser Sünde in Einzahl die Rede. Die Sünde, die hier ist, die irgendwie wirksam ist. Und was bedeutet vom Wort her, es ist eine Verfehlung. Und wenn wir schauen in die Geschichte der Menschen, wie sie uns die Bibel zeigt, dann ist das sehr spannend. Dann haben wir diese ersten Menschen, die eigentlich in einer wunderbaren Ordnung leben. Gott hat sie geschaffen als Menschen. Gott steht über ihnen. Er ist ihr Schöpfer. Er schaut für sie. Er sorgt für sie, dass sie alles haben. Er schenkt ihnen seine Gegenwart, seine Liebe. Und die Menschen ordnen sich ihm unter, sind da in dieser Ordnung eingebettet. Gott als Schöpfer, sie als Geschöpfe. Und dann beginnen sie, diese Ordnung zu verdrehen. Die Menschen entscheiden sich, dass sie diese Ordnung verlassen wollen. Diese ersten Menschen, wie wir lesen, wollten selber sein wie Gott.
und haben eigentlich die Position, die Gott gehört, der über allem steht, haben sie weggenommen und etwas anderes an diese Position hingestellt. Das heißt, wenn wir von Sünde reden, können wir wirklich so von Verfehlung reden. Eigentlich diese Ordnung, die Gott geschaffen hat, ist verfehlt. Und die Bibel beschreibt das so, dass das etwas ist, was irgendwie ins Herz der Menschen hineingekommen ist, was das Wesen der Menschen bestimmt. Irgendwie ist das da und ist am Wirken und wir merken bis heute, dass eigentlich wir Menschen haben so viele andere Dinge, die wir immer wieder an die Stelle von Gott setzen. An diese erste Stelle oder die höchste Stelle, die eigentlich Gott gebührt. Im Römer 1, Vers 21, dort lesen wir, denn obwohl sie, das sind wir Menschen gemeint, denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, der ihm gebührt. Also diese Stelle, die eigentlich Gott gebührt, die ist irgendwie im Kampf. Bei uns Menschen merken wir oft, da gibt es irgendwie so etwas wie Rebellisches in uns oder etwas, wo wir selber uns erhöhen wollen, wo wir andere Dinge an die Stelle setzen, die eigentlich Gott haben sollen. Manchmal sind es auch ganz praktische Alltagsdinge. Wir sind unterwegs, wir wollen eine gute Prüfung schreiben, Erfolg haben, oder? Vielleicht auch in der Karriere, in der Schule und wir denken, das ist das Wichtigste für uns, das wird zum Gott. Oder unser Status, den wir haben, oder möglichst gut dazustehen von den anderen. Wir haben das gute Fußballteam, du gehörst nicht dazu. Wir sind die Status, Likes, gut dastehen vor anderen. Wie schaue ich aus? Was denken sie von mir? Kann schnell zum Gott werden. Suche meine Sicherheit. Meine Finanzen, ein bisschen Geld, das gibt ein bisschen finanzielle Freiheit, oder? Kann ich etwas machen damit? Was ist, wenn plötzlich die Finanzen meine Sicherheit werden? Ich denke, ich brauche mehr davon, das gibt mir Sicherheit fürs Leben, wird wie zu meinem Gott. Und wenn die Bibel von Sünde spricht in der Einzahl, dann meint es genau diese Verfehlung, dieses Ziel verfehlt haben, nicht mehr Gott an seiner Position haben, sondern wie etwas anderes. Etwas, das Gott verdrängt. Und das ist spannend, wenn wir in der Bibel lesen, spricht sie sehr deutlich über die Sünde. Wir haben das heute nicht so gerne. Deshalb bin ich froh, habt ihr dieses Thema ausgewählt. Aber die Bibel ist da sehr deutlich, weil sie zeigt, dass das nicht ein Thema ist, was wir einfach beiseite schieben können, was nicht so wichtig ist, sondern dass es ein sehr relevantes Thema ist, weil es hat extreme Konsequenzen. Jetzt haben wir hier vielleicht spüren wir manchmal auch in uns, dass etwas wie gegen Gott kämpft, dass wir ihn beiseite schieben wollen. Und die Bibel zeigt, dass eigentlich die logische Konsequenz ist, dass es zu einer Trennung von Gott führt. Weil alles, was Gott wegschiebt, hat keinen Platz bei Gott. Ist eigentlich völlig logisch. Und wenn wir uns überlegen, wie uns die Bibel Gott vorstellt, als ein Gott der Liebe, als ein Gott, der Frieden schenkt, als ein Gott, bei dem Freiheit ist, bei dem Zukunft ist, bei dem Leben ist. Alles Leben kommt von Gott. Ich meine, kein Mensch kann Gott machen. Kein Mensch kann, ja, das sowieso nicht, aber auch kein Mensch kann Leben machen. Oder haben wir hier ein paar Leute, die sagen, er hat schon Leben selber gemacht. Das ist etwas, was nur Gott machen kann. Bei Gott ist Leben, oder? Und wenn wir jetzt überlegen, dass die Konsequenz von Sünde ist, dass man getrennt ist von Gott, dann ist man getrennt vom Leben. Ist man getrennt von der Liebe. Ist man getrennt vom Frieden, von der Ruhe, von der Zukunftsperspektive. Das ist alles wie getrennt. Die Bibel beschreibt das, dass das wie ein Tod ist oder ein ewiger Tod. Ein Begriff, den die Bibel auch dazu braucht. Und in Jesaja 59,2, dort lesen wir, eure Schuld oder eben eure Sünde, sie steht wie eine Mauer zwischen euch und eurem Gott. Also wenn die Bibel von Sünde spricht, sagt sie, nehmt dieses Thema ernst, weil es trennt von Gott wie eine Mauer. Und dann kommen wir zu diesem Kreuz, das hier in der Mitte steht. Und merken, ja, Jesus ist ja gekommen gerade wegen dem. Er ist ja gerade gekommen auf diese Welt und hat unsere Sünde, unsere Schuld auf sich genommen und hat am Kreuz dafür bezahlt. Er ist in diese Trennung hineingegangen, dass wir wieder mit Gott verbunden sein können. Und das in alle Ewigkeit. Also ich denke, an diesem Punkt, wenn wir über Sünde sprechen, tut es uns Menschen wirklich gut, wenn wir ehrlich sind. Zu uns selbst und sagen, ja, auch ich habe Dinge im Leben, die nicht gut sind und merke, dass da drin etwas
wie gegen Gott ankämpft. Und kann dieses Thema mit Jesus angehen. Und deshalb wollen wir auch heute darüber sprechen, ja, was ist dann Vergebung? Wir haben 3 Aspekte, aus denen wir das beleuchten heute. Es gäbe noch viel mehr. Der erste ist so ein juristischer Aspekt. Die Bibel erklärt uns in Römer 6, Vers 23, dass der Lohn oder die Folge oder die logische Strafe eigentlich für die Sünde, dass das der Tod ist. Eigentlich das Urteil, was wir als Menschen verdienen, wenn wir halt sündig sind vom Wesen her, dann ist das der Tod. So wird es da beschrieben. Und es ist auch spannend, wir haben vorhin in diese Entstehungsgeschichte der Menschen hineingeschaut, wie die ersten Menschen gesagt haben, wir wollen sein wie Gott. Und diese Trennung wurde in dem Moment sichtbar, weil sie wurden aus der Gegenwart Gottes, aus dem Garten Eden, weggeschickt. Und wir lesen dann 1. Mose 3, Vers 24. So kam es also, dass die Menschen aus dem Garten vertrieben wurden. An dessen Ostseite stellte Gott Keruben mit flammenden Schwertern auf. Sie sollten den Weg zu dem Baum bewachen, dessen Frucht Leben schenkt. Das bedeutet, Gott hat Engel geschickt, die den Zugang zu Gott bewacht haben mit flammenden Schwertern. Ein Zeichen für Gericht. Wir können uns das wirklich so bildlich vorstellen. Wenn es dieser Adam gekommen wäre, hallo, ich will wieder in den Garten Eden, in die Gegenwart von Gott, dann hätten diese Engel mit ihren flammenden Schwertern alles abgeschnitten, was nicht in Gottes Gegenwart kommen soll. Und wie blöd, wenn Sünde nicht nur äußere Taten sind, sondern irgendwo im Wesen von Mensch drin. Da könnten wir uns das bildlich vorstellen. Kommt der erste Mensch und will wieder zurück in den Garten Eden und der Engel schneidet alles ab, was nicht zu Gott gehört. Dummerweise den ganzen Menschen, weil es aus dem Wesen kommt. Da kommt der Nächste und wieder. Und wieder. Und keiner kann zurückkommen in diese Gegenwart von Gott. Weil die logische Folge von Sünde, die Strafe, das ist der Tod. Und wenn Jesus von Vergebung spricht, dann bedeutet das auch, dass er diese logische Folge, diese Strafe auf sich genommen hat. Dass er quasi für uns vorausgegangen ist. Er ist quasi für uns in dieses Gericht gegangen. Wir können uns vorstellen, jetzt in den Gerichtssaal getreten und jetzt wird da die Strafe ausgesprochen für mich und Jesus steht hin und sagt, ich nehme sie. Also er ist quasi diesen Weg gegangen und in dem Moment ist dieses Schwert niedergesaust und hat diesen Menschen Jesus, der meine Schuld auf sich genommen hat, völlig zerstört. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Jesus hat sich selbst völlig zerstören lassen an meiner Stelle. Er hat, juristisch könnte man sagen, diese Schuld voll und ganz getragen. 2. Korinther 5, 21 lesen wir, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Das heißt, wir dürfen wieder in die Gegenwart Gottes kommen, wenn wir unseren Rucksack mit all dieser Last Jesus geben. Er hat unsere Schuld getragen, er wurde mit unserer Schuld beladen. Ich habe in der Vorbereitung bin ich über ein Lied gestolpert, der Obros. Wer kennt die Obros? Viele, fast alle. Die haben ein Lied, Wunden zu Wundern, wie Gott Wunden zu Wundern macht. Und es gibt eine Zeile da, das hat mich angesprochen, da singen sie oder rappen sie, wie oft dachte ich mir schon, Gott kann mir niemals vergeben, doch anstatt mich zu verurteilen, schenkt er mir sein Leben. Bin jetzt so gut auf den Punkt gebracht. Gott will uns gar nicht verurteilen. Und deshalb ist Jesus gekommen und hat das juristische Urteil getragen. Und dann lesen wir in Hebräer 8, Vers 12, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Also juristisch gesprochen können wir sagen, Gott hat das vollkommen vergessen. Vergessen, wirklich vergessen, es ist vergessen. Wenn Gott die Sünde vergibt, dann ist sie bezahlt, die Schuld ist beglichen und sie ist vergessen. Noch nicht. Es kommt noch der zweite und der dritte Aspekt.
Das war der erste, der juristische Aspekt. Da können wir sagen, vollständig vergessen. Vergeben und vergessen. Jetzt haben wir einen weiteren Aspekt, den Beziehungsaspekt. Wir haben in dieser Geschichte gesehen, die vorgespielt wurde, oder? Da sind Wunden entstanden, da sind Narben entstanden, Vertrauen wurde missbraucht. Einer wurde ausgegrenzt, das hinterlässt Spuren. Ja, wie ist das denn? Dann komme ich zu Jesus, bitte ihn um Vergebung, er vergibt, die Schuld ist vergessen, aber die Spuren bleiben ja. Was machen wir mit dem? Wie gehen wir damit um? Ich finde das sehr cool in dieser Geschichte, die wir gesehen haben, wurde dieser junge Mann dann ermutigt, hinzugehen und bei seinen Freunden um Vergebung zu bitten, oder die Dinge wieder ins Lot bringen zu wollen. Und hat das auch gemacht und wir haben gesehen, der Rucksack wurde Schritt für Schritt immer leichter. Und ich finde, das ist wichtig. Also ich möchte ein paar Worte zu Christen jetzt sprechen. Es ist wichtig, dass wir nicht einfach sagen, ja, geh zu Jesus, bitte um Vergebung und alles ist gut. Juristisch ist die Schuld getilgt, ja, können wir sagen, aber bring es auch in der Beziehung in Ordnung. Das fand ich sogar sehr gut im Theater, da wurde gesagt, geh zuerst zu den Menschen, bring es mit ihnen in Ordnung und dann geh zu Gott. Wir dürfen natürlich auch die andere Reihenfolge wählen, aber die Bibel ermutigt uns, die Dinge auch mit den Menschen wieder in Ordnung zu bringen. Ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir da nicht einfach drüber hinwegsausen, dass wir das nicht vernachlässigen. Ein Beispiel, der Zachäus, der hat so viele Menschen betrogen mit seinem Beruf, den er hatte, da als Zöllner und so weiter. Und in dem Moment, wo er merkte, es war nicht gut. Aber Gott hat mir ja vergeben. Hatte er so auf dem Herzen, das bei den Menschen wieder gut zu machen, dass er ihnen das Geld nicht nur zurückgegeben hat, sondern dass er es ihnen vierfach zurückgegeben hat. Und für mich ist das immer so ein Bild von der Bibel her, das uns auffordert, zu den Menschen hinzugehen, bei denen wir Narben hinterlassen haben, Verletzungen, und dass wir versuchen sollen, die Dinge wieder gut zu machen. Manchmal ist das, wenn man Geld stiehlt, oder kann man zurückgeben, vierfach von mir aus, wie auch immer. Manchmal ist es aber noch schwierig, wie kann man Dinge wieder gut machen? Und etwas, was sicher immer wunderbar ist, wenn man nicht nur geht und sagt, es tut mir leid, sondern auch fragen kann, wie kann ich es wieder gut machen? Den anderen spüren lassen, dass es mir nicht recht ist, dass es wieder irgendwie gut machen will. Und das Schöne ist, Jesus ist nicht nur gekommen, um für unsere Schuld die Strafe zu bezahlen, sondern er ist auch gekommen, um uns genau in diesem Prozess drin zu helfen, um uns Kraft zu geben, um zum anderen hinzugehen. Manchmal hat das mega viel Mut. Wem fällt das leicht? Sorry, ich habe da was falsch gemacht, es tut mir leid. Auch da will Jesus uns helfen und unterstützen. Und dann das Wunderbare, ich darf auch ins Gebet gehen. Ich darf für den anderen bitten, dass Gott ihm auch Heilung schenkt, dass diese Wunden von Beziehungen geheilt werden. Und wenn wir lesen, was am Kreuz passiert ist, dann lesen wir auch, dass Jesus unsere Wunden getragen hat. 1. Petrus 2, Vers 24, durch seine Wunden hat Christus euch geheilt. Also Jesus hat am Kreuz auch unsere Wunden auf sich genommen und möchte sie heilen. Ich darf Gott bitten, dass er im Nächsten oder vielleicht auch in mir selber, wenn so Wunden und Verletzungen da sind, dass Jesus sie auch anrührt und heilt. Wieder ein paar Zeilen aus diesem Lied, die das auch so wunderschön auf den Punkt bringen. Ey, vielleicht kennst du das. Du wurdest mal vor Jahren enttäuscht und spürst in dir die Wunde, vor der du seit Jahren schon läufst. Aber Verletzte verletzen, aus Wunden werden noch mehr Wunden. Der Mensch ist seit Jahrtausenden in diesem Kreis gebunden. Doch dieser Gott nimmt alle Wunden auf sich. Aus unseren Scherben macht er Kunst und aus Dunkelheit Licht. Das sind 2, 3 Gedanken zu diesem Beziehungsaspekt. Und da gibt es noch diesen persönlichen Aspekt, diesen dritten, den wir heute beleuchten. Weil vielleicht komme ich ja zu Jesus, ich bitte ihn um Vergebung, ich merke, wie ich nicht mehr da in diesem schwarzen Bereich bin, sondern wie er mir alles vergibt. Vielleicht habe ich bei meinem Nächsten um Vergebung gebeten, konnte es wieder gut machen, so weit als möglich. Jesus ist da dran, um zu heilen, aber ich merke, in mir drin ist auch etwas kaputt gegangen. Vielleicht fühle ich mich irgendwie dreckig. Vielleicht fühle ich mich schlecht, habe ein schlechtes Gewissen. Vielleicht habe ich so dieses Gefühl von Scham, irgendwie Schande.
irgendwie, dass ich mich selber verurteile, dass ich sage, ich habe es wieder schon nicht hingekriegt. Ich fühle mich so als Loser, als Versager. Oder es kann sein, auch wenn ich weiß, es ist vergeben, bei Gott vergessen, dass es trotzdem in mir etwas auslöst. Und auch an diesem Punkt ist es gut, wenn wir schauen, was hat eigentlich Jesus am Kreuz getan. Im 1. Johannes 1, Vers 9 lesen wir: Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Das heißt, wenn ich mich schmutzig fühle, dann darf ich bewusst zu Jesus kommen und sagen, ich habe meine Sünden bekannt und ich weiß, du hast mich reingewaschen. Und vielleicht ist das ein längerer, vielleicht auch seelsorgerlicher Prozess, aber dass ich immer wieder zu Jesus kommen kann und dieses Aussprechen, du hast mich gereinigt, es ist nicht mehr schmutzig. Ich muss mich auch nicht mehr schmutzig fühlen. Oder wenn ich mich schäme, dann nehme ich Hebräer 12, Vers 2. Weil große Freude auf ihn wartete, erduldete Jesus den Tod am Kreuz und trug die Schande, die damit verbunden war. Also Jesus hat am Kreuz auch meine Schande, meine Scham auf sich genommen und getragen. Ich meine, das ist ja wirklich, ich weiß nicht, wie viel ihr darüber wisst, wie man am Kreuz hängt. Das ist der Ort der größten Schande. Oder? Da entblößt man einen Menschen aufs Äußerste. Und die Bibel zeigt uns, dass Jesus diese Schande getragen hat für uns. Dass er sich hat erniedrigen lassen, dass wenn ich mich niedrig und tief fühle, kann ich zu Jesus kommen und er richtet mich auf. Und auch das kommt in diesem Lied von diesen Old Bros so gut zum Ausdruck. Ich habe die Wahl, doch ich lief ins Verderben ohne Grund. Mein Herz, es war zerbrochen, doch aus Scherben macht er Kunst. Finde ich so ein schöner Gedanke. Ich kann mit meiner eigenen Zerbrochenheit, mit meiner Scham, mit meiner Schande zu Jesus kommen. Und er nimmt und heilt und setzt zusammen und es wächst etwas daraus, was noch besser ist als das, was vorher war. Wir sind gestartet mit dieser Frage, Sünde, vergeben, vergessen. Ich möchte mal zum Schluss diese Satzzeichen ändern. Das Ausrufezeichen und das Fragezeichen. Und ich möchte euch diese Frage mitgeben. Sünde, vergeben? Vergeben? Sünde. Bist du dieser Einladung zu Jesus gefolgt ans Kreuz? Hast diese Vergebung für dich in Anspruch genommen? Wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann steht ein großes Ausrufezeichen beim Vergessen. Für Gott ist die Schuld 100%ig getilgt. Und die Scham und die Schuld und die Sünde, was vielleicht noch irgendwo wirksam ist, das will er heilen. Ein Vers, der alles wunderbar auf den Punkt bringt, Jesaja 53, Vers 5. Doch er, das ist Jesus gemeint, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er hat also diese Schmach, dieses Entblößtsein am Kreuz vollständig auf sich genommen. Er wurde für uns bestraft und wir haben nun Frieden mit Gott. Auch juristisch ist am Kreuz die Strafe abbezahlt worden. Und dann heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus möchte auch die Wunden heilen, die es hinterlassen hat. Und darum finde ich dieses Lied so cool. Der Refrain, das war jetzt das Stichwort, der Refrain von diesem Lied: Du machst meine Wunden zu Wundern. Du hast mich gefunden ganz unten. Und nur ein Wort von dir erklingt und aus dem Sturm wird Rückenwind. Finde ich so schön, oder? Gott macht unsere Wunden zu Wundern. Er verändert da drin etwas. Er hat uns gefunden ganz unten. Vielleicht manchmal sind wir wackelig auf einem wackeligen Fundament. Und dann finden wir Halt bei Jesus. Und nur ein Wort von ihm erklingt und aus dem Sturm, das finde ich auch so cool. Für uns ist das manchmal so ein Sturm und er verwandelt es zum Rückenwind. Ich ende mit einem kurzen Gebet. Danke, Jesus, für dein Wort und dass du etwas sagst zu diesem Thema Sünde und Vergeben und Vergessen.
Und danke, dass wir auch diesen Vers gelesen haben, dass du ein Gott bist, der nicht verurteilen will, sondern der Beziehung will, der Nähe will, der retten will. Und danke, Jesus, hast du am Kreuz alles getan, was nötig ist, damit wir vor dir, Gott, bestehen können, Vergebung erfahren können, aber auch vor anderen Menschen, dass wir Kraft bekommen können, um Vergebung zu bitten, Dinge wieder gut zu machen. Und auch bei uns selber, wenn wir uns schämen oder schlecht fühlen, dürfen wir uns bewusst aussprechen, wenn du vergibst, dann wäschst du rein und hast unsere Schande getragen. Danke, Jesus, dass wir zu dir kommen können und wenn in unserem Leben manchmal Schuld oder Sünde wie ein Sturm ist oder eben wie ein Ozean und wir unseren Halt verlieren, wir abzustürzen drohen, dürfen wir wissen, wir können zu dir kommen und bei dir, Jesus, stehen wir fest. Du stellst uns sicheren Boden unter die Füße. Wir können deinen Namen rufen. Bei dir, Jesus, finden wir Stand. Amen.